Wie meine Frisur überhaupt aussieht. Ja, ganz wunderbar, Schatz. Ich muss ja nice aussehen für die Zuschauer. Ding, ding, ding. Ernie und Bert sind wieder am Start. Ja, Mann. Elana spricht jetzt eine dritte Fremdsprache. Jetzt übertreibt man deine Rolle nicht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es endlich ein Q&A-Video von uns. Ihr durftet uns auf Instagram Fragen stellen und das habt ihr auch ohne Ende und die beantworten wir jetzt. Ne, Danny? Ja. Ich bin mal gespannt, was kommt. Übrigens, welche Frage bestimmt Minimum über 50 Mal aufgetaucht ist. Was heißt aufgetaucht? Gestellt Worden ist. Meine Deutschkenntnisse. Was ist mit Baby Nummer 2? Natürlich werden wir das jetzt auch beantworten, aber nicht am Anfang. Wir fangen mit einer anderen Frage an. Und Danny, du darfst aussuchen. Ich darf aussuchen. Denn du bist mein Gast auf meinem Kanal. Ich sollte vielleicht mit meiner Brille machen, das ist so klein. Du hast doch gar keine Brille. Das stimmt, deswegen. Ich will immer die. Die. Okay. Kann Danny auch ein bisschen Kurdisch? Ein ganz kleines bisschen. Sag doch mal was, oder traust du dich noch nicht? Doch, er kann das eigentlich, also so Zusammenhänge versteht er schon richtig gut und er kann sogar schon ein paar Wörter. Was kannst du denn, sag mal, Schatz? Aber keine Schimpfworte, bitte. Ja, hier, Kolok. Ja, bravo. Was noch? Pur, Ja? Schafrosch, Roschbarsch. Ist das richtig? Ja, bravo, Schatz. Voll gut, Donny. Ja, ich kann noch ein paar mehr Sachen, aber jetzt nicht so aus dem Stegreif. Das ist Oh, schämst du dich? Was war das nochmal? Darf? Nee. Schaf? Nee. Schaf. Schaf, scharfe Auge, Ja? Buß Ja. und Darf. Bravo! Darf ist der Mund, ja. Also ich finde, er spricht das auch voll gut aus. Ein paar Tiernamen kann ich und dann war es das auch schon. Ja, was kannst du denn zum Beispiel nochmal? Maimun. Dadurch, dass ich halt mit Elana auch Kurdisch spreche zu Hause, lernt Danny auch halt nochmal besser mit. Ne? Endlich nach 4 Jahren. Hallo? Wer hat den Namen ausgesucht und hattet ihr noch andere im Kopf? Also andere Namen im Kopf. Ich nehme mal an, Elana ist gemeint. Den Namen habe ich ausgesucht, aber ursprünglich wollte ich sie Lana nennen. Aber irgendwie sind wir dann auf Elana gekommen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in einer Serie hatte ich das mal gehört, ne? Hatte ich dir das nicht erzählt? Ich weiß es nicht, du hattest mehrere Namen zur Auswahl. Ja, es waren auf jeden Fall mehrere Namen. Unter anderem auch Lilaf. Ich liebe diesen Namen, aber Danny meinte so, no. Nenn mal deinen Namen, wie du Elana nennen wolltest. Wieso? Ja, sag, wie wolltest du sie nennen? Ich wollte Lea, aber... Lea. aber Sieht Elana aus wie eine Lea? Ja, ist ja gut. Sie sieht Jetzt mal Ich ehrlich. bin froh, dass es der Name geworden ist, aber Lea, ja, kann ja ganz süß sein, aber kann ja gar nicht für unsere Kinder, Schatz, sorry. Lea meldet sich gerade. Dann einen jungen Namen dazu, falls es ein Junge Ja, wir wird. wussten ja echt spät erst, dass Elanchen ein Mädchen wird. Sie hat sich die ganze Zeit versteckt. Deswegen hatte ich auch ein paar jungen Namen. Kian wollte ich unbedingt. Oder Dion. Eigentlich so ein Doppelnamen. Kian Dion. Und was hattest du als jungen Namen? Ich glaub, hatte gar keinen. ne? Nein, ich hatte gar keinen. Läuft bei dir. Nächste Frage. Wie viele Geschwister hast du und wie heißen sie? Von mir oder von dir? Von uns beiden. Okay. Also ich habe 4 Geschwister, eine Schwester und 3 Brüder. Und die heißen Midia, also so heißt meine Schwester. Mein älterer Bruder heißt Juan. Der mittlere Bruder, also was heißt, ne, ist er der mittlere? Ne, mein jüngerer Bruder heißt Alan Shiar und der jüngste von uns heißt Jian. Ja, und ich bin Sevin. Oh, wir müssen kurz durchziehen. Also ich habe Halbgeschwister. Ja. Einmal mein Bruder, der heißt Johannes. Dann mein Jünger. Dann meine jüngere Schwester, die heißt Eme. Voll schön, ich finde den Namen richtig schön. Dann- Hat sie noch einen zweiten Namen eigentlich? Ich glaube glaub schon, ne? Eme Aber- Amelie. Doch, Inge. Ich glaube Eme Amelie. Ich bin mir nicht sicher. Boah, wenn das jetzt falsch ist, Danny, das ist echt ein Fail. Naja. Dann habe ich noch eine Schwester, die heißt Juliana. Und noch einen
kann man das nennen? Stiefbruder, Halbbruder? Nee, Stiefbruder. Ja, Stiefbruder ist das. Stiefbruder. Also nicht verwandt. Was heißt? Nicht blutsverwandt. Nicht blutsverwandt, genau. Angeheiratet und das ist der Yannick. Ja. Das war schon, ne? 4. Das sind auch 4. So viel. Auch 4. Bestimmt fragt euch jetzt, woher meine ganzen Geschwister kommen. Die ist vom Himmel gefallen. Liegt halt daran, dass meine Eltern nochmal neu geheiratet haben und dadurch habe ich auf einmal neue kleine Geschwisterchen entstanden. Vorher ein einsamer Wolf gewesen bis 12, als ich 12 war. Und dann kamen sie auf einmal alle. Komm, aber Geschwister sind was Schönes. Ja, ich liebe meine Geschwister. Ja. Schöne Grüße. Seid ihr euch manchmal in der Erziehung von Elanchen uneinig? Geht eigentlich, ne? Nö. Also Eigentlich? wir sind uns eigentlich sehr einig. Immer einig. Das ist voll die gute Frage, weil jetzt, wo ich richtig darüber nachdenke, das ist eigentlich voll gut, Danny, ne? Ich bin nur etwas strenger als die. Genau. Danny ist ein Tacken strenger, aber das ist auch gut so. Ein Elternteil sollte ja sowieso immer etwas strenger sein. Aber ansonsten bin ich richtig glücklich darüber. Wir sind uns in allen Punkten immer einig, genau. Wie war eure Hochzeit? Eher deutsch oder kurdisch? Ein Video dazu. Machen wir das? Doch, wir wollten eigentlich ein Video abdrehen, wo wir unsere Fotos zeigen, ein paar Ausschnitte von unserem Henneabend und von unserer Hochzeit. Ja, unsere Hochzeit war schon eigentlich gemischt, aber schon eher kurdisch ein bisschen mehr, ne? Durch die Henna-Feier. Aber ich fand das jetzt eigentlich trotzdem schön. Also wir haben auch englische Musik gespielt zum Schluss. Aber man muss halt sagen, so diese Halai-Mucke, arabische Musik. Ich fand das auch cool. Sogar unsere deutschen Gäste, die haben voll mitgemacht. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie, keine Ahnung. Also wir hatten schon eine sehr schöne Hochzeit, muss man sagen. Alle hatten echt viel Spaß. Und es wurde getanzt ohne Ende. Boah, ich weiß, oh mein Gott, ich bin so abgegangen als Braut. Danny kann sogar unsere Tänze tanzen, also so Halai und hier so, ne? Danny? Das haben wir keine Videos. Doch, komm, du kannst das voll süß, ehrlich, du kannst das voll gut, Schatz. Süß. Wie hört sich denn süß an? Ja, boah, so richtig heftig kannst du tanzen, Danny. Aber so richtig übel. Besser? Nein. War Elana geplant? Ja. Ja. Sie war geplant, aber ehrlich gesagt nicht für so sofort, wie sich das anhört. Also wir dachten, das wird bestimmt jetzt so erst in 1-2 Jahren, aber... 1-2 Jahre? Ja, also ja. Diese Prognosen auch, ne? Da ja, hat komm, irgendjemand wieder so eine Flause ins Ohr gesetzt. Ja, nee, weil man hört ja viel, man sieht viel, man liest sehr viel. Und ich dachte mir, ja, wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten ein Kind, dann wird das bestimmt so Minimum 1 Jahr dauern. Aber war dann halt nicht so. Ist ja auch schön, aber deswegen waren wir echt sehr überrascht und überrumpelt. Ja. Komm, als hättest du direkt damit gerechnet. Nö, aber ja. im Jahr habe ich nicht gerechnet. Nee? Nee. Wie viele Kinder möchtet ihr insgesamt? Also ich muss ja sagen, ich wollte eigentlich schon immer 3 Kinder. Das war wirklich schon, seit ich klein bin, habe ich immer gesagt, ich möchte unbedingt 3 Kinder. Mami. Ja, weil guck mal, wenn man so viele Geschwister hat, dann wünsche ich mir das auch für meine Kinder. Aber, ach, das hört sich immer so blöd an, so heutzutage ist das so schwer. Aber es ist wirklich leider so, es geht ja auch nicht nur darum, dass man die Kinder, sage ich mal, auf die Welt setzt. Es ist nicht mehr so, sondern da gehören halt viele, viele andere Punkte dazu. Und deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wir 2 Kinder haben werden. Aber man weiß ja trotzdem nie, Danny. Vielleicht kriegen wir nächstes Mal Zwillinge. Da sind's doch. Das wär's. Zack. Tada. Zwillinge sind aber schon was Schönes, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt Zwillinge austragen möchte. Ich weiß ja nicht, stell mal vor, mein Körper kann das, glaube ich, nicht, Danny. Ich bin so klein und so zerbrechlich. Was willst du jetzt sagen? Zerbrechlich. Danke, willst du wieder sagen, Pummelbiene, ne? Brumbiene, ja. Wie hat dein Mann reagiert, als er erfahren hat, dass er Papa wird? Erzähl mal deine wunderschöne Geschichte, Danny. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, du hast nämlich gar nicht reagiert, weil du komplett irgendwie durch warst. Schockmoment. Ach, so nennt man das. Wenn man die Frau einfach dann im Schlafzimmer sitzen lässt und ins Wohnzimmer geht. Ich kann von der Arbeit nicht vermüdet werden, keine Ahnung. Das ist wieder so richtig typisch Mann. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, du hast gar nicht richtig, ne? Du hast das gar nicht realisiert.
er war so richtig, er hat so getan, als hätte ich das gar nicht zu ihm gesagt. Und dann irgendwann kamst du dann, hast mich umarmt und hast dich auch entschuldigt dann, dass du nicht reagiert hast auf Anhieb. Ich war ja dann beleidigt und bin im Schlafzimmer geblieben. Und dann hast du irgendwann hast du dann gemerkt so, wieso kommt sie denn jetzt nicht? Was heißt denn wie immer? Ja, klar habe ich mich gefreut. Ich weiß nicht, wieso kannst du dich mal... Ich verarbeite das halt ein bisschen anders als du. Ach so. So nennt man das. Okay. Nächste Frage. Ist Elana eher ein Mama- oder Papakind? Irgendwie variiert das immer. Am Anfang war sie extrem ein Mamakind. Dann eine Zeit lang ging ohne Papa überhaupt gar nichts mehr. Es geht immer noch ohne Papa nichts. Sie hat sogar geweint, wenn er zur Arbeit gegangen ist. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich noch nicht mal selber. Und jetzt momentan ist es eigentlich wieder ausgeglichen. Ja, jetzt ein bisschen mehr bei dir. So. Ja, boah, das ist eine richtig gute Frage. Wer entschuldigt sich als erstes nach einem Streit? Wieso lachst du? Die ist echt gut, die Ja, Frage. weil du weißt schon, weil ich das nämlich immer Ja, bin. das muss ich gestehen. Ja. Das ist immer Sammy. Ich entschuldige mich grundsätzlich nie. Keine Ahnung warum. Ja. Wenn ihr jetzt fragt in den Kommentaren, warum nicht und wieso, weshalb, ich weiß nicht warum. Stur. Also ich entschuldige mich natürlich jetzt nicht für seine Fehler, die er dann macht, aber ich bin immer diejenige, die das Gespräch sucht. Ich kann das nicht. Ich kann einfach nicht nach einem Streit so wochenlang, dass man das so mit sich rumzieht und irgendwie, ne, das geht überhaupt gar nicht. Ich muss direkt das geklärt haben. Sonst kann ich einfach nicht schlafen. Aber eigentlich ist das doch auch besser. Bei uns ist das auch immer lustig. Wir streiten uns und dann irgendwie so eine halbe Stunde später sind wir wieder voll happy. Aber dank mir. Okay, das ist auch eine richtig coole Frage. Mann, ständig. Musst du deinem Mann auch ständig hinterherräumen? Was sind das für Fragen? Leute, es wäre viel zu schön, um wahr zu sein, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Es ist einfach nur ein Ja, und zwar dick und fett. Übertreib nicht. Boah, ey, Danny, ich dokumentiere das, ne? Eine Woche lang dokumentiere ich das. Wo deine Socken immer liegen, wo deine Unterwäsche liegt. Ja, das kann man jetzt mal offen und ehrlich sagen. Die Unterwäsche liegt da, wo sie hingehört, im Wäschekorb. Boah, Gut, heute habe ich Ey, mich Danny, aus meinem Rucksack geholt. die liegen überall, deine Sachen. Das stimmt nicht. Definitiv nicht. Danny, Schatz, bitte, lass mich jetzt hier nicht ausrasten vor der Kamera. Ich gucke gerade mal, was von dir ist. Ja, es könnte sogar, nee, von mir Ja, klar. wirst du niemals was finden. Nee, Danny. jedes Mal nicht die blöden Socken vor dem Bett von dir. Da musst du falsch mal Ja, weil ich die Socken dann nochmal anziehe. nachts, wenn du schlafen gehst oder wie? Ist klar. Du Lügnerin, ey. Jetzt noch die letzte Frage, oder besser gesagt die vorletzte Frage. Wie heißt dann dein Mann richtig? Danny oder Donny? Der Arme. Also er heißt richtig Danny und es ist auch keine Abkürzung. Er hat sogar noch einen zweiten Namen, den darf ich doch verraten, oder? Ich finde nämlich den zweiten Namen voll süß. Ich auch. Danny Charlie. Er ist ein kleiner Charlie. So ein kleiner Charlie. So wie Charlie Harper. Ja, nee, ist klar. Den nimmst du dir als Vorbild. Na dann, Ist schon ein ciao. krasser Typ gewesen, wirklich. Wenn ich ehrlich bin. Ja, also er heißt Danny und ich nenne ihn aber halt als Spitznamen Donny. Ich finde, das passt zu dir. Du bist halt ein Donny. Die Frage, auf die alle gewartet haben. Wann ist Baby Number 2 geplant? Also wir möchten definitiv ein zweites Kind und ich bin momentan nicht schwanger. Aber soweit können wir euch das verraten. Nächstes Jahr wird sich auf jeden Fall was verändern. Also, so Gott will. Also wir möchten schon, dass jetzt nicht allzu viel Abstand ist. 3-4 Jahre finde ich eigentlich perfekt. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Viele sagen auch, die finden es viel besser, wenn die Kinder direkt hintereinander kommen. Manche, ja, ich glaube, Also ich würde es nicht packen, nee. jetzt gerade. Also das hört sich so, natürlich würde man es packen, aber Das ist schon... ich finde, man ist so schon mit einem Kind wirklich bestens bedient. Also Elanchen hält uns wirklich sehr auf Trab im positiven Sinne. Und ich habe immer gesagt, ich möchte mich jetzt erstmal komplett auf Elana konzentrieren. Ich möchte auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und man hört das ja auch, sobald das zweite Kind kommt. Es ist so, das erste Kind, ich will jetzt nicht sagen, man vernachlässigt das erste Kind, aber es kommt dann halt
etwas zu kurz, weil dann halt nochmal ein Baby da ist. Und deswegen wollten wir, dass Elana erstmal in die Kita kommt. Sie kommt auch hoffentlich nächstes Jahr, wenn wir einen Platz bekommen, in die Kita. Persönlich ist dann der beste Zeitpunkt für Baby Number 2. Ja, ihr Lieben, das waren all eure Fragen. Also jetzt nicht alle, wir haben versucht, so viel es geht zu beantworten. Aber ich denke mal, wir haben so die wichtigsten Fragen rausgesucht. Und wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß mit unserem Video und dass ihr uns jetzt noch ein Stückchen besser kennengelernt habt. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß bei was? Das frage ich mich auch. Viel Spaß beim Schauen. Nee, wieso ist es jetzt schon zu Ende? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nein, wir. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ihr Lieben, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.